Ja, liebe interessierte Zuschauer von dem lustigen Challenge. Es ist Tag 21, es ist 9 Uhr am Abend und das heisst, in 50 Minuten geht es los mit weiterer Blutmond Nacht. Ja, irgendwie ist gar nicht so viel gegangen, seit ich die letzte Aufnahme gemacht habe. Ich glaube, ich bin im Moment echt zu sehr am Rumtrödeln. Ist nicht gut, ist gar nicht gut. Schauen wir schnell auf die Karte. Was ist so neu? Das habe ich schon alles gehabt. Da war mal noch ein Airdrop. Nichts Spezielles. Da ist ein Airdrop mit im wassertiefsten Stelle. Habe ich aufgegeben, weil einfach zu tief. Oh, dann, was habe ich Lustiges gefunden? Da im Shotgun Messias hat sie eine Chemiestation, die funktioniert noch. Da haben wir noch einen Zementmischer gefunden, der noch funktioniert. Und da oben hat sie noch eine Stadt. Und lustigerweise hat es auch noch einen Schatz. Genau unter der Stadt habe ich jetzt keine Lust gehabt, dort den ganzen Beton aufzureißen. Will ich noch sicher irgendwann mal noch machen. Und die Stadt ist echt riesig. Es hat auch ein Crack-a-Book Hauptquartier. Das ist cool, das gibt es. Ich glaube, es ist sogar der da. Ich habe irgendetwas gehört. Oder ich bin paranoid. Ich bin schon paranoid. Ja, und sonst, also gefunden habe ich eigentlich nichts Weltbewegendes. Ich schau mal. Nein, wirklich nicht. Ich habe mal ein bisschen angefangen, eine neue Verteidigungslinie aufzubauen, aber Mann, Game Rocker, Schmiedi, das ist... Es ist eine Qual, echt. Ein Schmiedi und ein 60-Minuten-Tag, hey, das geht nicht vorwärts. Das ist zum Durchdrehen. Echt, das ist zum Durchdrehen. Ich habe darum auch eine Anfrage gestartet, zum Fragen, ob ich bestehende Schmieden irgendwo auf dieser Welt finde. Ich habe im Moment zwar jetzt gar keine zur Auswahl. Ob ich die auch zusätzlich nutzen kann zu der, die da in meiner Hütte drin steht. Wenn nicht, dann wird es wirklich ewig dauern, was ich da vorhabe zum Bauen. Man sieht mal so ansatzweise, habe ich da das eine oder das andere Türmchen rundherum gebaut. Was ich mit denen genau vorhabe, das erzähle ich im Moment nicht. Allerdings die geneigten Zuschauer von meinen Basisbauvideos, das ist Nachtsicht. Das ist gar nicht so schlecht. Der kann sich vorstellen, was ich da vorhabe. Also, jetzt schauen wir zuerst mal, was das abgeht. Es ist deutlich mehr los als in den letzten zwei Blutmondnächten. Man sieht, es geht eine volle Pulle ab. Es scheint in der bestätigt zu sein, dass es wirklich die Richtung geht, wo man schaut. Man muss aber auch wirklich irgendwie, ich glaube, intensiv die Richtung schauen. Ohne umeinander, rechts und links. Ich mache jetzt gleich mal die andere Ansicht mit Farbe, gefällt mir eigentlich besser. Also, bis jetzt sind das eigentlich alles kleine Zombies. Aber sie haben sich schon recht intensiv durchgefressen, vor allem da. Ich denke, ich tue darum jetzt mal meine Position verlagern, weil die Zombies rennen immer dort an, wo ich stand. Du darfst da gerne noch ein bisschen aufräumen, weil ich könnte die Spikes ohnehin ersetzen, dann du die Stämme einfach mehr aushalten. Ja, geht schon deutlich mehr ab. Ich habe allerdings noch keine Ferrari gesehen bis jetzt. Das sind alles normale Zombies.
Ja, ich habe eine lustige Situation. Also lustig ist eigentlich überhaupt nicht lustig. Ich schieße mal meine alte Generation von Pfeilen fertig durch. Nein, der Start ist natürlich so blöd. Weil ich will nachher auf Eisenspitzen umstellen und aufhören da mit den alten Pfeilen. Macht mehr Schaden. Ja, sind da durchgebrochen. Vielleicht da nochmal meine Position voran. Ja, ich habe ein paar brenzlige Situationen gehabt, nicht lustige, wie ich vorher erwähnt habe. Zweimal sogar, das ist unglaublich. Jetzt hat mich da friedlich mit meinem Töffel angefahren. Fahrt genau in so einen blöden Wolf. So ein blöder Wolf hier. Der beißt natürlich, fahre ein bisschen retour, hoffen, dass er ihn ein bisschen abbeugen kann und dann rundherum fahren. Der säckelt sich immer genau nach. Das ein paar Mal blutig und alles drum und dran. Also ich bin fast verreckt, bis ich abgestiegen bin und weggerannt. Blutig gestillt und mit Pistolen abgeknallt. Zweimal ziemlich knapp gewesen. So blöde Situationen hatte ich eigentlich noch nie gehabt. Darum hoffe ich, dass meine Aloe Vera, okay, mit den ersten Ernten habe ich dann die ersten, dass ich endlich mal schlaues Verband machen kann. Weil die Verbände sind mir jetzt doch ziemlich ausgegangen durch die Aktionen. Ja, da liegt schon einiges rum. Ja, ja, passt schon. Ich meine, so haben die Stachel jetzt wenigstens noch eine sinnvolle Beschäftigung gehabt. So, als nächstes gehen wir dann auf die Eisenpfeile, verballern wir jetzt noch. Ja, wo denn? Wo denn? Wo? Du hast zumindest einen. Das ist das, sich durch die Nachtsicht brüllen. Ja, ich jetzt einfach irgendwie so ein bisschen. Das ungute Gefühl, dass sie da irgendwo hinter der Tür stehen und die zerlegen. So, hört auf! Ich habe mit dir müssen aufbauen. Ich habe noch eine Schmiede und einen Wandwischer. Hör auf! Hör auf! Oder sind sie dort? Dort oben passiert irgendetwas. Moment. Das ist doch neu, oder? Nein, dort. Ja, genau, da sind sie. Die sind all dort im Büro vom Hotel. Jetzt sind sie durchgebrochen. Zack, zack, zack. Okay, okay, okay. Gut, dann denke ich mal, die grosse Horde ist überstanden. Ja. Also man sieht, es ist schon deutlich gefährlicher jetzt geworden. Sie haben den ersten Verteidigungsperimeter auch durchbrechen. Umso wichtiger ist, dass ich endlich mal vorwärts mache. Mit dem Äußeren, das liegt allerdings nicht an meinem Willen, sondern es liegt an der Restriktion, die unsere liebe Spielmeister da gestellt hat für die Challenge. Ein Schmiede, Game Rocker, ein Schmiede ist nicht genug. Mehr Schmieden, mehr Zementmischer braucht das Land. Anyway, ich glaube, da wird nicht mehr viel passieren. Ihr seht, das ist, ich weiß nicht, ob der Zementmischer das letzte Mal schon da gestanden ist. Der Rest ist sicher schon da gewesen, von dem her gesehen. Nicht viel Neues. Da bin ich mal ein bisschen Zugbrücke und Türen am Bauen. Das geht relativ lang. Dann schauen wir da mal. Betonmischung läuft. Geschmiedeten Stahl brauche ich mehr, habe ich in Auftrag gegeben. Das läuft auch.
Ja, läuft eigentlich alles. Was gibt es noch zu erzählen? Die Karte haben wir angeschaut. Da ist nochmal meine Ansicht. 0 Tote. 242 Zombies getötet. Da hat man ein bisschen die bessere Übersicht. Level 55 habe ich erreicht. Und bis jetzt noch nicht gestorben. Das Spiel passt sich natürlich immer an. Je weniger dass man stirbt und erfolgreicher man ist und so höhere Level man hat, umso fiesere Überraschungen gibt es. Schau mal, aber ich meine, eigentlich bin ich recht zufrieden, dass ich jetzt 3 Wochen überlebt habe und nicht sterbe. Ich hoffe, es geht weiter so. Als nächstes steht sicher an, meine Verteidigung zu verbessern mit den Sachen, die ich vorher muss mal schauen. Skill Points. Ich habe noch 43 verfügbar, Level 55, das heißt bei Level 60. Kommen die, das sind dann schon mal 30 Skill Points für die 2 Skills wegfressen. Waffenschmied und Werkzeugschmied. Wir haben noch 13 plus 5 mal neu. Wo ist denn eigentlich der blöde Chemietisch? Oh ja, genau, das muss ich erwähnen. Ich habe tatsächlich das Glück gehabt und 2 Massbecher gefunden. Chemietisch da. Den kann ich machen ab Wissenschaft 7, also eigentlich ab Level 60. Ist jetzt auch nicht so dringend, weil es ja beim Shotgun Messias einen Chemietisch hat. Der ist ja wirklich mit weg, den will ich intensiv nutzen. Also von dem her gesehen keine Priorität. Bergarbeitermeister ist auf 5, mega nicht, das ist super. Gewehr habe ich noch nicht, ich bin immer noch mit der Pistole unterwegs. Leider keine gute Waffe gefunden. Seither. Ich denke, als nächstes werden so die ganzen Elektro-Skills sein. Soll ich da schon damit anfangen? Ich denke, ich will das allererstes mal den Puffermantel anlegen müssen, weil ich kalt habe. Also, schauen wir mal. Elektrozyn will ich jetzt brauchen. Das wäre Millitraps. Wissenschaft 4 brauche ich für das. Ach, was noch lustig ist, apropos Wissenschaft. Natürlich indirekt apropos Wissenschaft ist der TÜV. Mein TÜV hat irgendwie Schaden genommen in der Nacht. Ist bei 65%. Ich habe keine Ahnung warum, ob da Zombies auf den eingeprügelt haben. Das passiert eigentlich normalerweise nicht. Auf 70 ist es genau, und dann eine Nacht später auf 65. Das ist mir echt ein bisschen das Rätsel, wie der so viel Schaden nimmt. So scheiße gefahren bin ich jetzt wirklich nicht. Mal weiter beobachten, wie das mit dem läuft. Ich komme auf das wegen der Wissenschaft. Die steuert nämlich, ich mache mal 4, wie hoch die Qualität ist. Habe ich etwas gebaut für den TÜV. Also, ich mache mal Generatorbank brauche ich. Und ich brauche Basics wegen Wire Tool. Ich brauche, ja, Switch wäre cool. Lass mich jetzt mal noch kurz sein. Ich soll mal die Electric Fences bauen. Ja, ich kaufe noch die Switches. Das langt für den Moment. Ich will sicher da noch weiter skillen. Ich finde die ganze Elektrostation sind sehr interessant. Für den Anfang lange das mal, für die wichtigsten Sachen, die ich da vorhabe.
kommt dann aber natürlich noch mehr dazu. Jo, Blutmondnacht, ich glaube, sie ist überstanden. Viel tote Zombies, viel weggeraspelte Verteidigung. Es wird immer gefährlicher, darum ist es auch wichtig, dass ich jetzt wirklich wieder ein bisschen fokussierter laufe. Jetzt wie die letzten 7 Tage bin ich, glaube wirklich ziemlich am Rumtrödeln und am Umreisen und am Rumblabla und Zeug und Sachen gewesen. Das muss jetzt wieder ein bisschen fokussierter laufen, sonst werde ich dann wirklich irgendwann mal überrollt in der Blutmondnacht. Ja, mehr gibt es da im Moment nicht dazu zu sagen. Gezeigt habe ich auch alles. Ja, fertig für heute. Danke fürs Zuschauen. Nächste Aufnahme, ich weiß es nicht, entweder nächste Blutmondnacht oder wenn irgendetwas super Interessantes zwischen passiert, ich werde noch zusätzliche Aufnahmen machen. Und sonst bis zur nächsten Blutmondnacht. Tschüss!